Sie wünschen? Donnerschlag! Mit so einem eleganten Kerl heik ob Düsseldorf gar nicht räket. Das beantwortet mit Verlaub nicht meine Frage. Mein Name ist Silvia Lüttke, Mitarbeiterin des Landwirtschaftsministeriums. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Herr Dürkop sind? In dieser Hinsicht haben sich gnädige Frau geirrt. Mein Name ist Johann und ich bin der Butler hier im Hause Dürkop. Butler? Denn halt der Jimmen, die Landwirtschaft geht das schlecht. Könnten Sie denn bitte Herrn Dürkop holen? Ich hätte einiges mit ihm zu besprechen. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann, gnädige Frau. Bitte warten Sie hier. Schlecht gattert die Bange ja wohl nicht. Ein Butler kann der Jimmy noch nicht glühen. Wo ist er denn? Wo ist wer? Na, Johann natürlich. Ich wollte fragen, ob du von Norm mit mir tanzen geht. Darf ich fragen, wer sei sind? Ich bin Lore. Wer denn wohl süß? Das hab ich nicht meint. Was du für eine Funktion hier auf dem Kopf habt? Funktion? Was soll das denn wähne? Ich glaube nicht, dass ich sowas habe. Und außerdem bin ich eine anständige Frau. Ich will wissen, was sie auf dem Hof market. Oh, das hab ich doch gerade gesagt, den Johann säugen, was denn anders da? Das kann ja wohl nicht vorwählen. Was sie auf dem Hof arbeiten dauert. Was ihre Aufgaben sind. Versteht sie das vielleicht? Ja, sicher versteh ich das. Ich bin ja wohl nicht dösig. Ich arbeite hier als Magd. Ich mach den Stall sauber, den Mess weg und melk die Kar und... Das Land. Nu weiß ich, was ich werden will. Könnt sei mir sagen, wo ich Herrn Dürkop bin? Wie ich soeben erfahren habe, finden Sie Herrn Dürkop im Schweinestall. Stimmt, das wollte ich auch gerade sagen. Sei, er kennt ihn an die Gräuen müssen. Danke. Sei guckt er nicht zu holen. Ich go söhnst hin. Denn kann ich mir auch liegsten Überblick über den Hof verschaffen. Wie komm ich denn da hin? Da geht sie quer über den Hof. Und dann der die große Pfütze. Und dann sei sie den Saustall alt. Ich denke, ich werde in nächster Zeit ein wenig mit Ihnen üben müssen, damit Sie, mit Verlaub gesagt, künftig eine ordentliche und höfliche Antwort geben können. Danke. Wie langt dat? Dann will ich mich mal auf den Pad morgen. Moin. Ist Kuddel dort? Ja, aber er hat alte Zeug. Eine Frau ist auf dem Wächtau. Die Frau? Das ist schon mal ganz was anderes. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin seit gestern der Butler der Familie Dürkop. Johann ist mein Name, euer Hochwürden. Herr Pfarrer Langt. Ich wusste gar nicht, dass die Kuddel die Wohlstand gut brocken ist. Aber wenn ich mich so immer kicken darf, schlecht ist das nicht.
Spierte hat gewonnen, Herr Pfarrer. So viel Glück möchte ich auch mal haben. Gewonnen? Was ist da denn für ein Spell, wo man einen Butler gewinnen kann? Hättest du vielleicht Kurten gespielt? Nicht bei einem Kartenspiel, Herr Pfarrer. Das wäre, mit Verlaub gesagt, unter meiner Würde. Meine Dienste sind der Hauptgewinn der Landwirtschaftszeitung. Und den hat die gnädige Frau gewonnen. Das klingt ja gräsig. Lass uns mal schnell nachkicken, wie der Schrat hat. Na? So fast wie Unstürmen hier. Oh, wat heb ik koud slapen. Oh. Und die frische Luft liegt noch am Opwachen. Oh. Wer sind seid ihr, wenn ich fragen darf? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Und warum habt ihr so ein Säbel auf dem Kopf? Ich bin dauernd Freund von Kuddel. Und das, was ich hier auf dem Kopf habe, das wird vielleicht gut wie ein Säbel. Aber das ist in Wahrheit ein Kommunionsverstärker. Ein Kommunionsverstärker? Aha. Na, wenn das mit eure Gedanken nicht so wie Terre ist. Naja, gibt ja gediegene Sachen hier auf dem Lande. Ja, da wohnt ja nicht viel Daune. Und ich erwarte dann die Absolution. Absolution? Ja, ich meine, das war der Pfarrer immer so gut, als wenn ich immer meine Unpflichten weicht habe. Ja, das ist auch eine schnackerige Idee, die arme Frau zu den Waterpotter schicken. Die stimmt ja meist besser die kleinen Wasser. Ich verstehe doch das auch nicht. Die Enten, die holt sich doch auch schon mal bloß nach der Fäute. Am Gaut hat sich Joe Butler nichts mehr gekümmert hat. Nicht, dass sich noch was wegholt. Solange so's Ömer nicht wegholt. Was ist denn hier für ein Uplob? Können ihr glühen, dass ein Bauer noch und kein Bur noch? Ach, ich hätte Ihnen einen Horn mitgebracht. Dann bring ich am besten diesmal noch die Heuner. Wenn Kuddel kommt, dann sag ich muss ganz nötig mit den Chören. Ich möchte auch nötig mit Kuddel hören, Birte. Das war immer schlimmer bloß in Dörpe. Und ich hätte gerne mein Frühstücke. Ich will doch noch einen langen Spaziergang machen. Na, und dann tue ich doch was Anständiges im Morgen. Himmel schön die Regen noch. Flore, du kannst uns einen Papa den liebsten Kaffee bringen. Bin jo all unterwegs. Obwohl mir das seit den letzten Besäuf auf dem Kraube nicht besonders gut geht. Rücksicht könntest du ruhig auf mich nehmen. Hätt sie vielleicht was Schlechtes äten? Nee, äten heb ich nicht. Und schlecht wird das lange nicht. Doch fällt mir in, Herr Pfarrer, ich möchte mal der beichten. Nicht halt wer. Das kommt doch so wie, dass sie die von irgendeinem Kerl ein Kind anreihen lässt. Meinst du mal nicht den Dübel an der Wand, Herr Pfarrer? Oder meinst du, Flore schon mal einen Schwangerschaftstest morgen? Ich glaube, das ist nix für mich. Da sind sicher ganz schwere Fragen dort hier.
Lässt sie sich bloß nicht mit die Kehls in. Da zeigt sie sowieso bloß schon mit den Körteren. Och, das will ich nun nicht just sagen. Lore, Ist jo allgaut. Ich mag Frühstücke. Einziger sehr. Das macht immer schlimmer bloß auf dem Dörfer. Was will das für ein Geschrei hier? Das, gnädiger Herr, war die Dame aus dem Landwirtschaftsministerium, die Sie gesucht hat. Und dabei bedauerlicherweise aufgrund einer etwas inkorrekten Angabe Ihrer Angestellten und in Ermangelung der Kenntnis über die Wassertiefe einer Pfütze auf Ihren Hof fast ertrunken werden. Hä? was für eine Dame? Und was für ein Ministerium? So wie sie mir berichtet hat, als ich hier dezent am unbekleideten Körper vorbeischaut, trockene Kleidung überreicht habe, will sie sich ein Bild über ihre Ländereien und den derzeitigen Milchviehbestand verschaffen, den ihr Hof aufzuweisen hat. Oh, das noch. Das habe ich just noch brucket. Was will die denn utgerettet von mir? Wie sie mir weiter mitteilte, um ein paar Ungereimtheiten zu klären, da sie mehr Ackerland bebaut, als am zugelassenen Grund überhaupt zur Verfügung steht. Hab ich die mich als Jümme gesagt, dass das irgendwann mal aufbleiben darf. Aber nein, mein Herr Bohr, muss die Jümme mal wieder ein paar EU-subventionierte Ackers mehr mit annehmen. Hast du die was zu beichten, Kuddel? Also ich verstehe das nicht ganz. Irgendwas ist hier doch fuhl, oder? Und ich verstehe nicht, was sie meint. Hier ist doch alles so, wie das werden scheint. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Die Frau vom Ministerium ist gerade dabei und will sich Einen mustergültigen landwirtschaftlichen Betrieb ankicken. und diese Kerl mit dem Säbel durch den Kopf, na, die kommt mir auf den Bergen gediegen für. Irgendwie finde ich diese Beschreibung sehr passend. Sie meint gewiss Fred. Der ist eigentlich ganz in Ordnung. Bloß ab und an mag er Anstalten die Erde zu verladen. Seit gestern ist einmal wer so weit. 500 € will er von mir haben. Für einen Strahlenanzug. Heißt das im Bruthei, wenn die Außerirdischen entholen wird. Die Hexe hören doch wohl nicht dir. Bist du Malle? Für so einen Tütkram, der habe ich keinen Cent. Und diese Fred, die hat wirklich Kontakt zu Außerirdischen. Dann sagen Sie mir mal bitte Bescheid, wenn ich noch ein Gedeck mehr auflegen soll. Sie wird doch nicht an so ein Spiegel blühen. Außerirdische Gift das nicht. Und das hätte gut gerechnet sei, Herr Pfarrer. Ihr Gott sei schön das Wetten, dass er Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die mit dem normalen Verstand nicht folgen kann. Wo sie recht hat, hat sie recht, Herr Pfarrer. Aber sag ich zufrieden nicht, dass sie auch so ein Alien-Fan sind. Anders wird so garantiert noch wiesen, wie sich die Außerirdischen vermehrt. Soll ich dann gegebenenfalls noch ein Zimmer herrichten? Und da stört sie sich. Also, das ist mir die Sorge wert. Ich weiß mich schon zu Werte setzen. Ich werde nur erstmal mit Fred in holen. Ach ja, und dann wollte ich noch werden, wie komme ich denn am besten von hier nach dem Brinkmoor hin? Da wollte ich nämlich von da auch noch hin. Gott, man immer die Kaufschieden rüber nach, da wo der Rindfall lang gab, da kann sei auch nichts passieren. Danke. Naja, dann werde ich mir nur erstmal mit Fred in holen und achterher komme ich den Tom Frühstück. Wer was das denn? Konkurrenz für mich? Nee, der da wohl mir auf Freitag sein. So, nun sind wir gewöhnt aus. Kuddel, vertell, was hast du anstellt, dass das Landwirtschaftsministerium achter dir ran ist? Och, nicht viel. Bloß Viehbestand und Ackers astronomisch vergröttert.
Auf dem Papier zumindest. Ach, Kuddel, was bist du geschäftstüchtig? Geschäftstüchtig? Verrückteste Kerl. Müsst doch den Bestand legen, dass du doch irgendwann achterkommst. Seit wann bist du denn so geldschieberig, dass du betreiben musst? Seit wie aus die Kirchen saniert werden muss. Und die Frau von Schieder Möllmann dürre Medikamente nötig hat. Und sich die Dörpstraße und die von allen die Welt Hochhaus Sandat. Und die Kinder gerade in eine Inrichtung bruketschen. Für sich selbst hätte er nie was genommen. Ist ju nicht mal Geld da, über den Trecker zu reparieren. Dann bist du gar nicht weak. Du sagst das. Edle Ziele rechtfertigen manchmal auch ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn ich Ihnen also mit Verlaub irgendwie behilflich sein darf, würde es mich freuen, Ihnen zu Diensten stehen zu dürfen. Das klingt zwar bannig geschwollen, aber trotzdem, danke. Und? Was wurde nun da? Woher soll ich das werden? Kannst du mir mal sagen, wie ich hier in Dörrbo bestelle 900k kriegen soll? 900k? Mehr Günger nicht, was? Wenn ein Kuddel Dürrkopf tauschschlägt, dann noch richtig. Aber der Herr Pfarrer hat wohl recht. Ein paar weniger haben sie wohl auch gerechnet. Nee, anders kriegen wir das Kerl nie dichter. Und dann gibt es da noch eine Kleinigkeit. Stimmt. Die angeblichen Ländereien, auf die du weiten und subventionierten Raps angebaut hast. Aber an Länderei scheint es doch in dieser Gegend wirklich keinen Mangel zu geben. Stimmt. Land kennt wie genau. Wo ist das Problem? Tja, mit die Tiet habe ich nun jeden Quadratmeter subventionieren lassen. Nicht? Und von der Kerkendack bleibt dann bloß noch der Kehrkauf aber. Was soll das heißen? Du hast den Kehrkauf von Ackerland gemacht? Naja, Fantasie hat halt zumindest. Wenn ich die Situation richtig einschätze, darf ich den Anwesenden mit Verlaub sicher ein alkoholisches Getränk servieren. Sie sehen so aus, als könnten Sie es gebrauchen. Her damit. Für mich auch bitte. Sehr wohl, gnädige Frau. Was du mir da erzählt hast, Kuddel, kann ich auch bloß mit dem Lütgen im Morgen verträgen. Aber mit einem großen Lütgen. Du hast mir aber immer noch nicht erzählt, wieso du eigentlich hier bist. Musst du mich doch noch daran erinnern? Mit der Moral, da das sowas von Bachdol, das kannst du dir nicht vorstellen. Wieso? Was ist denn passiert? Gestern Sonntag war doch das Begräbnis von Bruder Hinrich seine Frau. Stimmt. Die ist doch stürm, weil sie vom Pferd trennen worden ist, wie sie in Stand messen wollen. Stimmt. Und ich erst ein, wo Hinrich immer mit dem Kopf nickt hätte, wenn eine Frau wie er stünde. Und immer wenn ein Kerl in die Hand geht, hätte kein Schüttkopf. Und das halt nu was? Das hat mich auch interessiert. Darum er weg Hinrichs Achterrand fragen. Ja, was kann das denn, Taubedüren? Die Frauen hat er kondoliert. Und die Kerls hat er gefragt, ob er das Pferd noch hätte. Mannslühe. So wie ist das, die Usenrei? Das man alles, was ich über nichts denke. Das ist schon noch viel schlimmer. Wieso? Was ist denn noch? Ist dann morgen was die Sohn von Bruder Möllmann, die mit von Beichten. Oh je. Guck eine von die Halunken, die das bloß im Hör vergnügen gehabt. Nee, noch viel schlimmer. Noch schlimmer? Und immer ein Taucherfahrer, die können gern schwierige Geschichten. Und die trübe Michaela. Er hätte mich erzählt, dass er verleicht ist. Ich hätte mich natürlich gefragt, dass endlich mal einer von den Jungs ernsthafte Absichten mit mir deren hätte. Aber so wie du kicken darfst, kommt doch noch was. Hab ich recht? Stimmt. Er ist nämlich in den Jürgen, in den Knecht von sieben Vorder ist es vielleicht. Und wenn sogar feilen. Aber das geht nur ganz und gar nicht, nicht? Recht habt's, Herr Pfarrer. Mit sowas fange die erst gar nicht an. Sag ich doch. Und
Und dann ist die Jürgen ja auch evangelisch, nicht? Ach, Kuddel. Gaut, dass ich die nicht gefunden habe. Fred, auf die habe ich bis noch lurt. Sag mal, was scheint denn das selbe da um die Koppe? Das ist kein David, aber ein Kompanie, Kampagnenverstärker oder wie die Schied halt. Auf jeden Fall kann ich damit Signale im Weltall verstärken, die ich immer kriegen darf. Dauert bestimmt nicht mehr lange und ich habe ab. Sag mal, was macht denn die neue Horn? Och, den muss ich noch werden, Alki, na klar. Naja, inlernen muss ich noch. Will hoffen, halt kommt nicht nur die. Und ich will keine Henne mehr für Herrn sicher. Und die eine zu fern hat, ja die andere zu wenig. Blödig nicht, Herr Pfarrer. Die schlagen mir noch sei. Was soll das halten? Ja, hei ist Gigs, achter die Heuner ran, ne? Und als sie den Fullertopf sein hätte, hätte sie Gigs auch den her morgen. Ja, und was hätte er mit dem Herrn Pfarrer da unten? Dann ist das Essen doch auch leiber als... Fred, nur langt das. Ist jo gaut. Aber, ach, Kuddel, ich hab immer noch nicht das Geld für meinen Strahlenanzug zu hopen und da wollte ich die noch mal fragen, ob... Nee. Und wenn ich die doch für einen Teil von meinem Acker überschrieben darf? Mensch, Kuddel, das war doch die Lösung von dem Problem. Bist du Dirk? Für so ein Typ kam. Ich unterstütze diesen außerirdischen Blödsinn nicht auch noch. Normalerweise würde ich mich niemals in die Gespräche meiner Herrschaft einmischen. Aber es könnte sein, dass sich hier wirklich eine Lösung anbietet, die mit Verlaub gesagt zumindest ihr gegenwärtiges Problem ein klein wenig mildern könnte und jeder Beteiligte hätte einen Vorteil. Versteht einer von jou, von was das für gediegene Mensch gekürt hat? Du bist doch die, die sich mit fremden Kulturen umkennen möchte. Ja, aber doch nicht mit so einem komischen Exempel. Exemplar, meinst du wohl? Wie meint das denn, Johann? Gestatten Sie, dass ich erst noch in mich gehe, um die Problematik zu überdenken und die Unwägbarkeiten und Risiken, die sich ergeben könnten, in Relation zu dem voraussehbaren Erfolg zu bringen. Hä? Ich meinte, ich muss noch einmal genau darüber nachdenken. Und wenn das so ist, dann saugst du das, Mann. Das werde ich, gnädiger Herr. Gestatten Sie, dass ich mich zurückziehe? Gern, Johann. Aber nicht verfasst. Sag du noch mal, Tommy, ich bin durch. Also gegen den Pinguin bin ich der normalste Mensch auf der Welt. Wer von sei ist der Dürrkopf? Ich will sofort werden, wer von sei für das Attentat auf mich verantwortlich ist. Das bin ich. Dafür wette ich sei für Klagen. Ich wollte damit bloß denken, dass ich Kuddel Dürkopf bin. Mit alles andere habe ich nichts verdauen. Er ist absolut unschuldig, egal worum es das geht. Ich bin mir sicher, dass das alles bloß ein Versein ist. Was hier alles ein Versein ist, das werde ich noch gut kriegen. Und Dorbi sind wir auch ein Thema. Wie überprüft routinemäßig Betriebe, die von uns Subventionsmittel kriegen habt. Und wie euren Betrieb sind uns Dinge auffallen, die vorsichtig ausdrückt aus dem Betten gediegen vorkommt. Ich glück. Ich mag uns erst mal einen Kaffee, ne? Dann kürzt sich das doch nichts für Bäter.
Ja, mir kannst du jetzt einen Schluck da stellen. Dann könnt sich das noch verbessern. Ich will zumindest hoffen, dass sei mir was zu sagen habt. Ich will Knast kriegen, Alleken, wenn wie so ein Subventionsantrag was nicht stimmt. Länger als 2 Jahre und ich nämlich nicht auf Kuddeltäuben. Ich kann Sie versichern, dass Kuddel, ich bin Herr Türkopf, immer bloß das Beste für das Allgemeinwohl im Sinne haben. Und das mit Geld von der Allgemeinheit. Na, ich werde wohl noch gut kriegen, was hier für sich geht. Das dauert Mann. Der Kuddel, der kann sowas von gemein werden. Nicht mal Geld für meinen Strahlenanzug will ich mir geben. Wer sind sei Alleken? Hätt Sie auch was zu sagen? Bis gestern hätte ich gedacht, dass ich ein gauer Freund von Kuddel wäre. Aber für darin bin ich mir noch nicht mehr so sicher. Wieso? Weil halt Taulet, dass mir die Menschstraßenstrahlung grillen darf. Oder was noch viel schlimmer ist, unfruchtbar market. Ich verstehe kein Wort. Aber ich bin ja auch nicht hier, um die Landbevölkerung auf einen geistigen Tauschstand zu untersuchen. Ich bin hier, weil ich werden will, wo die Subventionsmittel blieben sind. Hätt ich die doch lieb, dass du Dass ich irgendwann mal meinen Kaffee hemmen möchte. Nun gehen wir in die Keuken und sind das Kaffeewort auf. Ich kann mir das Elend hier sowieso nicht mehr mit anbieten. Aber sich noch nicht, ich kann ihn nicht warten. Teuf, ich komme mit ihm. Auch wenn die ein Rohr für bestraft ist, blieb wie Freundin. Was hättest du doch mit mir, sei Hase warnt? Ach, dass ich den Kaffee nicht so heiß reden soll. Aber können Sie mir nun endlich mal erzählen, was sei wie liegen für kommt, vorsichtig gut gedrückt? Bei mir ist nämlich alles in bester Ordnung. Wie mir ist sogar alles in Ordnung. Das kann ein Haufen Frauen hier und die Gegend bestätigen. Fred, die Buße war immer grötter. Denn, lass uns mal anfangen, Herr Dürkopf. Zuerst ist mir aufgefallen, dass da drin mit der Nummer DE 39400. Ach, die Johanna, das ist eine ganze Leine. Und Melkgiftei. Wenn ich erst mal anfangen habe, die zu melken, hört ihr was von nicht auf. Ja, 200 Liter Milch, finde ich auch ein Bettenfell. Für einen Karl von 3 Monate. Dem Herrn wär's Dank für das Wunder. Also, ich finde das wohl nicht so ungewöhnlich. Was meinst du wohl, wie wir hier in der Gegend unter die Strahlenbelastung verlieren? Alleine bloß den Nachrichtenstrahl, die immer nur auf mich gerichtet ist und dafür sorgt, dass ich meinen außerirdischen Pflichten nachkommen kann. Laut Gott, Winfried, ich kann doch alleine verkloren. Na, da bin ich aber gespannt. Na, ganz einfach. Ich verwechselige immer Mutter und der miteinander. Weil beide denselben Namen habt. Und, ja, weil beide halt denselben Namen habt. Ist so eine bannige Tradition auf dem Lande hier, ne? Ja, so eine Familientradition. Kontakt! Ich hab Kontakt! Ja, meine Leiste, ich bin hier. Was ist los? Gary da nicht gaut? Mir ging das nie weiter. Ich hab gerade meine Verlobte androht. Wie soll das denn gar nicht? Du hast doch nur kein Telefon. Telefon vergiss dann. Für Tag ist Kommunionsverstärker. Hört ihr endlich auf, als wie so ein Bekloppten hier rüber zu springen? Sie mochten mir was himmelig. Ja, mir auch. Mit dieser Spandelei kann ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Krischi Nicknack, Kiddi Diggi Schlabberwutzi. Ja, ich bin hier, meine Leiste. Ja. Soll ich den Krankenwagen rauchen? Weil so ein komplett Draht. Wow.
Da hätte mir wirklich leid. Kann mir einer vertellen, wie du zumindest gute Psychiatrie aufnehmen können? Da ist nirgends unreihet. Da ist immer so. Das ist bei uns der ganz normale Wahnsinn. Sie weiß schon nicht, was sie sich wegen mir gerade gekauft hat. Säge sie endlich, was da für Sägen gibt. Ob Sturz habe ich auch noch was anderes zu tun, als wir mit Bekloppten Rümme zu schlagen. Bekloppt bin ich nicht. Aber ich werd wie narrisch vor lauter Freude. Der hätte sich nämlich der neue Krutzunik Schipnik 94847 Bubbelgruppe gekauft. Was hätt sie gekauft? Dann hätte ich doch nun gerade gesagt. Krishni Nicknack Kiki Gigi Schlapperbutzi hätte sich der neue Krutzunik... Schluss, du! Den abgequatschtes Gesammel gab mir um Senkel. Wenn du noch mal das Mut aufmachst, dann aber so, dass das normale Mensch genug versteht. Schönst dich doch mal an Dr. Henfried, ist sicher besser. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Das ist doch lichtes auf Staune. Die schnellste Innertassen, die das in den westlichen Teil von der Melkstraße zum Kriegen gibt, hätte sie gekauft. Bloß damit sie schneller Bimi wenden kann. Kuddel raubt der Notarzt. Nein, denk mich nicht. Wolle ist mir eine Leiste hier und ich kann endlich anfangen mit meiner Aufgabe und die Galaxis mit lauter Lütge Fredstau bevölkern und... Los, du Fred! Du kommst nach Termine Kirchen, da weißt du die Beichte abnehmen, die du den Lehrer nicht vergessen wirst. Und ich da sie nun in den Reihen wiesen, ob die ihre Subventionen was dauert. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Also, für solltest du nicht wie Taube schießen. Herr im Himmel, helft den armen Sünder, dass ihr alles gaut aber stark. Du weißt, wie nötig wird neue Kirchendach gut. Und, weil wir sicher mehr wie einen Tag Tau die Oberprüfung braucht, könnt ihr mir im liebsten Zimmer an eure Stuben fertig morgen. Oh, das noch. Gott hat ihnen die geschworsenste Biester angeholt. So, Fred. Und ich werde in den nächsten Stunden bloß um die Seelenheil beschäftigen. Und ich mich mit der Prüfung. Lass uns anfangen, Herr Dürkopf, desto schneller sind wir fertig. Und ich in Knast. Was hättest du gesagt? Nix. Ich habe mir bloß aber wie die Aukunft nachgedacht. Na, dann lass uns mal anfangen. Kann ich auch volle Wein. Oder Taukunft rosa oder doch schwarz mit weißen Streifen wird. Was soll das denn heißen, dass ich mir wolle ne neue Arbeitsstelle säugen soll? Weil die ein Arbeitgeber wohl für eine Zeit lang die 7. Luft atmen wird. Wieso? So stürmisch ist doch das hier gar nicht. Zumindest seit Johann wie uns ist. Du glaubst ja gar nicht, wo die Arbeit aufgeräumt hat. Und den Lampenschirm hat er sogar von innen sauber gemacht, obwohl nur der Dreck doch gar nicht sein kann. So hätte ich das nicht meint. Kann werden, dass die Kuddebolle die Handschellen klicken wird. Aber nicht Mine mit dem rosa Plüsch im Rümme. Wenn er spähen will, soll er sich mal so ein Säcke köpen. Ich frag besser nicht, was du in deine freie Zeit für Spelle mit die Kerls bällst. Aber hier geht das doch immer, dass Kuddel vielleicht voll in den Loch kommt wegen Betrug. Und was soll ich denn machen? Das Beste wird, wenn du sagst den Kerl, der dich versorgt, wenn du arbeitslos bist. Aber wo kriege ich denn jetzt so schnell her? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du ihn süßt, musst du tauschlagen und ihn nicht mehr losladen. Und meinst du, das hilft? Das hilft, Löffel. Mit dem Taktik kenne ich mich gut.